Die USA hat kürzlich Venezuela angegriffen und kurzerhand der Präsident Nicolás Maduro entführt. Offiziell sagt Trump, sie hätten den wegen Drogendelikt verhaftet. Ich habe mich aber gefragt, ob das wirklich der Hauptgrund ist. Oder steckt da noch mehr dahinter? In diesem Video bin ich auf die Suche nach den eigentlichen Gründen für die außergewöhnliche Operation gegangen. Ich habe für uns zusammengetragen, was offiziell die Trump-Regierung sagt, wie die Politik weltweit reagiert hat, aber auch was möglicherweise der wahre Grund für diesen Einsatz könnte sein. Wie es jetzt mit Maduro und Venezuela weitergeht und zum Schluss meine eigene Einschätzung zum Ganzen. Ciao zusammen von unten hier. Herzlich willkommen zu einem neuen, spannenden Hintergrundbericht. Lassen wir gleich los. Vollgas. Ich schlage vor, wir schauen zuerst noch mal ganz kurz an, was eigentlich passiert ist. In der Nacht auf den 3. Jänner 2026 haben US-Spezialeinheiten in Caracas, das ist die Hauptstadt von Venezuela, eine militärische Operation durchgeführt. Ziel des Angriffs war die Festnahme des Präsidenten von Venezuela, Nicolás Maduro. Der Einsatz hat gemäss Medienbericht in den frühen Morgenstunden stattgefunden. Angefangen hat es mit mehreren Explosionen, kurz hintereinander. Die ersten Angriffe haben scheinbar militärische Installationen und Luftabwehrstellungen geprägt. So haben die Amis den Luftraum für ihren Einsatz abgesichert und einen Korridor geschaffen für einen eigentlichen Einsatz. Dann sind mehrere Helikopter, man vermutet vom Typ Black Hawk und Chinook, mit US-Spezialeinheiten via diesen Korridor eingeflogen. Mit dem Ziel von Maduros Hochsicherheitsaufenthaltsort. Eine Militärbasis, wie ich gesehen habe. Welche Einheiten genau beteiligt waren, hat die USA nicht offengelegt. Mehrere US-Medien gehen aber davon aus, dass vermutlich die Eliteeinheit der US-Army, die sogenannte Delta Force, eine zentrale Rolle für die Festnahme von Maduro gespielt hat. Für den Transport und die Absicherung aus der Luft sind wahrscheinlich die Helis und die Crew vom 160th Special Operations Aviation Regiment, den sogenannten Night Stalkers oder auf Deutsch den Nachtjäger, verantwortlich gewesen. Nebst den militärischen Einheiten haben auch die US-Geheimdienst CIA an Vorbereitung und Zielaufklärung mitgemacht. Und das Joint Special Operations Command, kurz JSOC, hat die Koordination des Einsatzes übernommen. Auch in die Operation eingebunden waren Einheiten vom FBI und der Drug Enforcement Administration, DEA. Aber ob die selber in Venezuela vor Ort dabei waren, ist nicht eindeutig bestätigt. Aber auf jeden Fall waren insgesamt mehrere 100 Soldaten direkt oder indirekt involviert gewesen. Maduro und seine Frau Cilia Flores sind bei dieser Operation tatsächlich verhaftet worden und er in der gleichen Nacht aus Venezuela in die USA ausgeflogen worden. Wie lange der Einsatz genau gegangen ist nicht offiziell bekannt gegeben worden. Aber die Presse berichtet, dass die ganze Operation in wenigen Stunden abgeschlossen war. Zu möglichen Todesopfern gibt es bis jetzt, ausser Gerüchte über doch ein paar zivile Opfer und venezolanisches Militär- und Sicherheitspersonal noch keine bestätigten Angaben. Das Ganze ist in dem Sinn außergewöhnlich, dass ich noch nie gehört habe, dass ein amtierender Präsident zumindest aus seinem eigenen Land ist gekidnappt wurde. Illegal, wie der Jeffrey Sachs sagt. Es handelt sich eindeutig um einen klaren Bruch des Völkerrechts und um keinen Einzelfall in der amerikanischen Außenpolitik. Zusammengefasst, die USA haben kurzerhand der venezuelanische Präsident Maduro aus seinem Hochsicherheitsanwesen heraus verhaftet. Das Vorgehen ist doch eher selten zu beobachten auf der Weltbühne, könnte man sagen. Ja, noch. Was sagt jetzt Trump selber über das Manöver?
Der Donald Trump und seine Kabinettsmitglieder haben sich kurz nach dem Einsatz der Öffentlichkeit gestellt. Der Eingriff ist als notwendig, gerechtfertigt und rechtmäßig dargestellt worden. Trump selber hat Venezuela als kriminellen Staat beschrieben. Er hat Nicolás Maduro nicht als legitimen Präsident bezeichnet, sondern als Drogenhändler und Verbrecher. Der Zugriff war darum auch keine militärische Aggression, sondern eine Form von Strafverfolgung. Es war ein Einsatz im Namen der Gerechtigkeit. Der illegitime Diktator Maduro war der Kopf eines weitreichenden kriminellen Netzwerks, das enorme Mengen tödlicher illegaler Drogen in die Vereinigten Staaten geschleust hat. Wie die Anklageschrift ausführt, überwacht er persönlich das brutale Cartel de los Soles, das unser Land mit tödlichem Gift überschwemmt. Diese Drogen sind verantwortlich für den Tod unzähliger Amerikaner, Hunderttausender über viele Jahre hinweg. In dieser Logik war der Einsatz kein Kriegseinsatz. Er ist als polizeilicher Zugriff mit militärischen Mitteln dargestellt worden. Nicolás Maduro wurde 2020 in den Vereinigten Staaten angeklagt. Er ist nicht der legitime Präsident Venezuelas. Das ist nicht nur die Position der USA. Weder die erste Trump-Regierung, noch die Biden-Regierung, noch die zweite Trump-Regierung erkennen ihn an. Auch die Europäische Union und zahlreiche weitere Staaten tun das nicht. Maduro gilt aus der Sicht der US-Justiz als flüchtiger Straftäter. Auf ihn ist ein Kopfgeld von $50 Millionen ausgesetzt. Er hatte mehrfach die Möglichkeit, diese Eskalation zu vermeiden. Ihm wurden sehr großzügige Angebote gemacht, doch er entschied sich anders. Er spielte Machtspiele und nahm die Konsequenzen in Kauf. Das Ergebnis haben wir heute Nacht gesehen. Die Botschaft ist klar. Es gibt Menschen, die glauben, sie könnten tun, was sie wollen. Maduro lud Iran in sein Land ein, enteignete amerikanische Ölunternehmen und nahm Amerikaner als Geiseln. Er glaubte, dass nichts passieren würde. Doch jetzt soll klar sein, die Vereinigten Staaten haben einen Präsidenten, der keine Spielchen spielt. Wenn er sagt, dass er ein Problem angeht, dann handelt er auch danach. Im Kern ging es um die Festnahme eines angeklagten flüchtigen Straftäters. Das Verteidigungsministerium unterstützte dabei das Justizministerium. And the Department of War supported the Department of Justice. Weiter heisst es aus dem Verteidigungsministerium, diese Operation sei präzise, begrenzt und zeitlich eng ausgeführt worden. Man hat bewusst darauf geachtet, dass es nicht zu einer Ausweitung des Konflikts komme. Geht es hier um Freiheit oder um Öl? Auf der Pressekonferenz heute hat Präsident Trump angedeutet, dass beides eine Rolle spielt. Freedom, security. Freiheit, Sicherheit, Wohlstand. Was Venezuela amerikanischen Ölinteressen angetan hat, ist gut dokumentiert und hätte so nicht passieren dürfen. Wenn Präsident Trump bereit ist, diesen Einfluss zurückzuholen, geht es dabei aber nicht nur um Öl. Es geht auch um die Sicherheit unserer Hemisphäre. Venezuela hat gemeinsam mit anderen Gegnern mit Waffen und Drogen gehandelt, Kartelle unterstützt und damit Gewalt und Drogen in die USA gebracht. Wie es nun weitergeht, liegt in den Händen der Venezolaner. Am Ende wird Amerika profitieren, sicherheitspolitisch und wirtschaftlich. Und wir glauben, dass auch das venezolanische Volk davon profitieren kann. Auch das Justizministerium hat die Aktion verteidigt. Dort begründet man den Einsatz mit bestehenden Strafverfahren und internationalen Haftbefehlen gegen Maduro. Die Festnahme sei die logische Folge eines laufenden Verfahrens. Die Justizministerin Pam Bondi hat folgende Nachricht auf X veröffentlicht. Nicolás Maduro ist angeklagt wegen Drogenterrorismus, Kokainschmuggels sowie wegen des Besitzes von Maschinengewehren und Sprengvorrichtungen. Dies alles zum Schaden der USA. Auffällig ist, wie bewusst dass rechtliche Begriffe verwendet werden. Statt von Krieg reden sie von Anklagen, Zuständigkeiten und Rechtsdurchsetzung. Also, die Regierung von Donald Trump hat den Einsatz als Strafverfolgung dargestellt. Maduro wird als Krimineller bezeichnet und nicht als Staatschef. Darum sei das so korrekt abgelaufen. Als nächstes bin ich suchen, was die Politiker im Rest der Welt dazu sagen.
Vom Ukraine-Krieg haben wir ja eine klare Botschaft mit auf den Weg bekommen. Ein unprovozierter Angriff auf einen kleineren Staat gilt als deutliche Verletzung des Völkerrechts. Man müsste jetzt also mit harten und konsequenten Reaktionen aus dem Westen rechnen. Würdet ihr auch sagen, oder? Hier, was der sogenannte Wertewesten wirklich gesagt hat. In Venezuela ist eine Grossmacht militärisch gegen einen kleineren Staat vorgegangen. Gemäss der Erfahrung aus dem Ukraine-Krieg gilt das als klarer Bruch des Völkerrechts. Das rechtfertigt Sanktionen, Isolation und politische Konsequenzen. Die Reaktionen im Fall Venezuela sind jetzt aber deutlich vorsichtiger. Oh, aber jetzt muss ich schnell das Jäckchen, jetzt ist es also doch noch warm geworden. Schnell. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat betont, Frankreich sei gar nicht zufrieden mit dieser Methode. Gleichzeitig hat er aber keine Sanktionen gefordert. Auch eine Isolation der USA ist nicht zur Debatte gestanden. Ähnlich zurückhaltend ist der Ton aus Deutschland. Bundeskanzler Friedrich Merz redet von einer komplexen völkerrechtlichen Lage. Er warnt vor Instabilität in der Region, aber eine klare Verurteilung vom amerikanischen Eingriff ist ausgeblieben. Also auch da keine Forderung nach Konsequenzen für die USA. In London betont der Premierminister Keir Starmer, wie wichtig das internationale Regeln sind. Er sagt, dass er noch zuwarten will, bis alle Fakten bekannt sind. Die USA, ihre erste Reaktion zu verurteilen, hat er vermieden. Ein bisschen schärfer ist die Kritik aus Peking und Moskau. China sagt, da habe eine Verletzung der Souveränität von Venezuela stattgefunden. Russland verurteilt den Eingriff als illegal. Beide erwähnen die UN-Charta. Politisch scheint aber auch diese Kritik eher begrenzt wirksam. Überall zeigt sich ein ähnliches Bild. Die Kritik ist sehr zurückhaltend. Der Ruf nach Sanktionen bleibt aus. Bis jetzt. Einer der wenigen, der sich mit Kritik nicht zurückhält, ist der Jeffrey Sachs. Er bezeichnet den Einsatz ganz offen als völkerrechtswidrig. This is a gross, reckless and dangerous violation. Das ist ein schwerer, rücksichtsloser und gefährlicher Verstoß gegen die UN-Charta, gegen das Völkerrecht und auch gegen amerikanisches Recht und die US-Verfassung. Die Vereinigten Staaten haben einen Krieg begonnen, um Venezuela zu kontrollieren. Die USA haben die UN-Charta im Juli 1945 ratifiziert und diese Charta ist eindeutig. In Artikel 2 Absatz 4 heißt es klar, dass kein Staat Gewalt anwenden oder auch nur mit Gewalt drohen darf gegen einen anderen Staat, wenn dadurch dessen territoriale Integrität oder staatliche Souveränität beeinträchtigt wird. Genau das aber haben Präsident Trump und ihre US-Regierung getan. Wir befinden uns damit in einem klaren Bruch des Völkerrechts und auch des amerikanischen Rechts. So we are in gross violation of international law, but US law also. Für Sachs ist klar, wenn man dann schon eine Regel macht untereinander, wie zum Beispiel die UN-Charta vom 26. Juni 1945 in San Francisco, dann müssen die für alle gelten, auch für die USA. Das offizielle Narrativ zu den Gründen des Einsatzes kennen wir jetzt. Es geht um Drogen, um Sicherheit und um Gerechtigkeit. Aber parallel dazu gibt es Leute, die sagen, das ist doch Mumpitz. Die sollen das dem Ferienmann erzählen. Hinter diesem Einsatz gäbe es ganz andere Gründe. Und genau dem bin ich als nächstes nachgegangen. Bis hierher haben wir angeschaut, was die offiziellen Regierungen sagen. Präsidenten, Minister etc. In früheren Videos haben wir aber auch schon angeschaut, dass grundlegende Strategien nicht von den Landesregierungen gemacht werden, sondern dass das weiter oben passiert. Das erklärt ja auch die Gleichschaltung, die wir gegen mehr beobachten. Wenn wir den Fall Venezuela aus dieser Perspektive anschauen, dann stellt sich nicht die Frage, was die Politiker dazu sagen, sondern
welchem übergeordneten Plan könnte dieser Eingriff denn sonst noch dienen? Genau das wollte ich herausfinden. Dazu habe ich Argumente und Analysen von ganz unterschiedlichen Leuten angeschaut. Ökonomen, ehemalige Militärs, Politikanalysten und Journalisten. Mich hat interessiert, ob ich Erklärungen finde, die diese unabhängig voneinander gemacht haben, die sich aber in ihrer Aussage überschneiden. Und ich bin tatsächlich fündig geworden. Genau diese gemeinsamen Punkte habe ich für uns zusammengetragen. Erstens, Kontrolle über zentrale Rohstoffe. Venezuela verfügt über die grössten nachgewiesenen Erdölreserven der Welt. Die haben mehr Öl in ihrem Boden als Saudi-Arabien. Hättet ihr das gewusst? Ich muss nicht. Dazu kommen noch andere Rohstoffe, die geopolitisch relevant sind. Erdgas, Gold, Eisenerz, Diamanten. Aus der Sicht von denen, die weiter oben die Fäden ziehen, ist die Kontrolle über solche Rohstoffe ein starkes Machtmittel. Wer bestimmt, wie viel das verfügbar ist, können andere ziemlich direkt unter Druck setzen. Zweitens, der Petrodollar, Absicherung vom Dollar als Leitwährung. Ein weiterer Punkt taucht bei allen Analysten auf. Die Sicherstellung vom Dollar als Leitwährung, als wahrer Grund für einen Einsatz in Venezuela. Dazu muss ich einen kleinen Einschieber machen, damit wir das gut verstehen. Die USA sind hoch verschuldet. Insgesamt sind die mit 38 Billionen Dollar in Kredit. Die Zinslast auf diesen Schulden ist mittlerweile bei knapp 1 Billion Dollar pro Jahr. Das bedeutet, dass mittlerweile diese Schuldzinsen der grösste Ausgabenposten sind der US-Regierung. Und weil die USA weiterhin alle Jahre mehr Geld ausgibt, als das durch Steuern und Zölle reinkommt, müssen sie die Gesamtschulden gäng weiter erhöhen, anstatt dass sie die abbauen. Ja, das wird nach Stübis Rechnungsbüchlein zwangsläufig dazu führen, dass die USA über kurz oder lang ein riesiges Problem hat. Sie wird zahlungsunfähig. Also irgendwann laufen die in Konkurs. Dagegen ist das einfachste, aber nicht unbedingt das schleuste Mittel, immer mehr Geld zu drucken und mit dem frisch gedruckten Geld die Schuldzinsen zu zahlen. Jetzt gibt es ein Problem. Wenn das neue Geld im Inland bleibt, führt das zu Hyperinflation, also zur Verarmung der Bevölkerung. Das Geld hat keinen Wert mehr. Das ist, wenn heute 10'000 Dollar musst zahlen für ein Kilo Brot und morgen 100'000. Nicht gut. Das könnte irgendwann zu Aufruhr führen. Ich habe mal irgendwo gehört, jedes Land sei immer nur 9 Mahlzeiten entfernt von einer Revolution. Das hat noch etwas, wenn man sich das mal überlegt. Item. Damit Gelddrucken nicht zu allzu hoher Inflation im Inland führt, muss ein Teil von dem Geld ab ins Ausland. Genau da kommt der Ölhandel ins Spiel. Seit den 1970er Jahren sorgen die Amis auch mit Militärgewalt dafür, dass Erdölgeschäfte weltweit in Dollar abgewickelt werden. Das heisst, wenn die Saudis Öl verkaufen an Indien, wird das Geschäft mit US-Dollar gezahlt. Das bedeutet, die Nachfrage im Ausland nach US-Dollar bleibt ungebrochen hoch. Das sogenannte Petrodollar-System garantiert, dass die USA Geld drucken kann, ohne dass die Inflationsspirale im eigenen Land allzu schnell auf den Grund geht. Jetzt eben. Venezuela hat schon vor ein paar Jahren angefangen, Ölverkäufe in chinesischer Währung abzuwickeln. Das ist ein bewusster Versuch, sich vom US-Dollar zu lösen und eine De-Dollarisierung voranzutreiben. Die Vorgeschichte ist die, dass die USA ja die Leitwährung der Welt stellen und dass die einen Vertrag, ein Abkommen mit Saudi-Arabien geschlossen haben, 1974. Dieses Abkommen ist im letzten Jahr ausgelaufen. Aber von da an begannen diese ganzen Sticheleien gegen Venezuela. Und das hat den Grund, dass die USA Venezuela ins Fadenkreuz genommen haben, weil Venezuela begonnen hat, sein Öl an China in Yuan zu verkaufen und so den Petrodollar zu unterlaufen.
Solche Schritte werden vom bestehenden Machtgefüge bis vor kurzem gar nicht gutiert. Politisch gut informierte Kreise reden von einer ungeschrittenen roten Linie. Weil solange der Dollar noch die zentrale Leitwährung ist und digitales Zentralbankgeld diese Rolle noch nicht übernommen hat, besteht ein grosses Interesse daran, das bewährte System rund um den Dollar weiterzulaufen. Ein paar ziehen einen Vergleich zu früheren Fällen, zum Beispiel im Irak mit Saddam Hussein oder Libyen unter Muammar al-Gaddafi. Beide Länder haben auch angefangen, ihre Rohstoffe außerhalb des Petrodollarsystems zu verkaufen. Und in beiden Ländern ist es dann später zu einem Regimewechsel von außen gekommen. Ob das etwas miteinander zu tun hat? Das Muster wirkt auffällig ähnlich. Drittens, Vorbereitung auf globale Energieschocks. Ein weiterer Gedanke taucht in mehreren Analysen auch immer wieder auf. Der Zusammenhang mit Iran. Iran verfügt über umfangreiche und strategisch wichtige Bodenschätze. Die haben nicht nur Öl und Gas, sondern auch Rohstoffe, die für Industrie und Rüstung zentral sind. Zum Beispiel Kupfer, Eisenerz, Zink, Blei und Gold. Seit 1989 wird der Iran vom Religionsführer Al-Khamenei geführt. Er kontrolliert das Militär, die Justiz, die Medien und dementsprechend auch die Aussenpolitik. Vor der Revolution von 1979 war Iran ein enger Verbündeter von den USA und Europa. Dann zumal unter dem Schah Mohammad Reza Pahlavi. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Im Gegensatz zu ihm ist die heutige iranische Führung nicht westlich ausgerichtet. Sie folgt weder politisch noch wirtschaftlich dem westlichen Machtmodell. Im Gegensatz zu ihm ist die heutige iranische Führung nicht westlich ausgerichtet. Sie folgt weder politisch noch wirtschaftlich dem westlichen Machtmodell. Genau das macht der Iran aus Sicht der westlichen Akteure seit Jahrzehnten so problematisch. Nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich. Die grossen Rohstoffreserven liegen außerhalb der westlichen Kontrolle. Es gibt keinen direkten Zugriff, weder auf die Rohstoffe selber noch auf die Kohle aus dem Gewinn. Der Druck auf Iran, sich zu öffnen, ist darum gross. Wir erinnern uns an die jüngsten Angriffe der Amis auf die nuklearen Anlagen. Aber das zentrale Problem bei einem direkten Angriff auf den Iran ist der Ölhandel. Iran ist ein wichtiger Akteur im globalen Ölhandel und Iran droht im Konfliktfall, die Straße von Hormuz zu blockieren. Durch diese Meerenge fließen ca. 20% vom weltweiten Ölhandel. Dadurch gehen Tanker vom Irak, Kuwait, Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die gehen dann nach Japan, Westeuropa, China und auch in die USA. Eine Blockade wäre extrem riskant und könnte einen weltweiten Energieschock auslösen. Und hier schließt sich für ein paar Kommentatoren der Kreis. Wenn westliche Staaten im Ernstfall auf grosse alternative Ölquellen zugreifen könnten, wie zum Beispiel auf venezolanisches Öl, dann würden die Folgen einer Eskalation im Nahen Osten abgefedert. Mit dieser Logik würde der Zugriff auf Venezuelas Öl neue Handlungsspielraum auftun, auch im Umgang mit dem Iran. Obschon die unterschiedliche Ölsorten produzieren. Iran produziert Light Crude und Venezuela Heavy Crude. Doch das ist jetzt wieder ein anderes Problem. Ich lasse das mal außen vor. Wir sollten verstehen, dass die Proteste im Iran Teil eines größeren Drehbuchs sind. Ich sage nicht, dass Menschen nicht wirklich protestieren. Das tun sie. Aber die USA haben gezielt versucht, die iranische Wirtschaft zu schwächen und das Regime unter Druck zu setzen. Präsident Trump hat das kürzlich sehr deutlich gemacht. Deshalb ist mit israelischen Luftangriffen zu rechnen, möglicherweise auch mit gemeinsamen Angriffen der USA und Israel. Oder mit einer anderen geheimdienstlichen Operation. Was genau passieren wird, weiß am Ende niemand. God only knows.
If you want to use hard power, military might, to take out Iran. Wenn man mit militärischer Gewalt gegen den Iran vorgehen will, dann braucht es amerikanische Bodentruppen im Land. Und wie würde das iranische Regime reagieren? Sehr wahrscheinlich, indem es die Straße von Hormuz schließt. Warum ist das relevant und was hat das mit Venezuela zu tun? Rund 20% des weltweiten Ölhandels laufen jedes Jahr durch diese Meerenge. Und welches Land ist ebenfalls in der Lage, ungefähr 20% der globalen Ölproduktion zu liefern? Venezuela. Wenn Israel und die USA tatsächlich versuchen sollten, die Führung im Iran zu stürzen, dann wäre eine Schließung der Straße von Hormuz sehr wahrscheinlich und der Ölpreis würde massiv steigen. Wäre es da nicht praktisch, gleichzeitig Zugriff auf zusätzliche 20% der weltweiten Ölproduktion zu haben? If we had access to 20%, an additional 20% of global oil production in one Venezuela, yeah, that would be ideal. Diese Aussagen sind natürlich kein Beweis für einen konkreten Plan. Aber es erklärt, warum Venezuela in strategischen Szenarien immer wieder auftaucht. Nach der Festnahme in Venezuela ist der Nicolás Maduro und seine Frau in die USA gebracht worden. Was ist jetzt dort mit diesen zwei genau passiert? In New York hat das Strafverfahren vor dem Bundesgericht auch schon mit der ersten Anhörung angefangen. Beide plädieren auf nicht schuldig. Die ursprünglichen Anklagepunkte seitens der US-Regierung waren Narkoterrorismus. Das heisst, ihm wird vorgeworfen, Drogenhandel genutzt zu haben, um damit Gewalt- und bewaffnete Gruppen zu finanzieren. Er hat Kokain produzieren, geschmuggelt und in den USA verkauft. Waffendelikt wie Besitz und der Handel von Waffen. Beide stehen nun vor der amerikanischen Justiz. Maduro und Cilia Flores wurden im südlichen Bezirk von New York angeklagt. Bundesstaatsanwalt Jay Clayton wirft ihnen vor, Narkoterrorismus gegen die Vereinigten Staaten und ihre Bürger geführt zu haben. Aber schon kurz nach der ersten formellen Anhörung ist es zu einer interessanten Änderung gekommen. Die US-Justiz hat zurückgerudert im ersten Anklagepunkt beim Narkoterrorismus. Die Darstellung, dass Maduro ein klar organisiertes Drogenkartell mit dem Namen Cartel de los Soles geführt haben, wird abgeschwächt. Das US-Justizministerium hat einen zentralen Vorwurf gegen Maduro abgeschwächt. Zuvor hatte die Trump-Regierung behauptet, Maduro sei der Anführer eines großen Drogenkartells namens Cartel de los Soles. Davon ist die Staatsanwaltschaft nun abgerückt. Sie wirft Maduro weiterhin vor, in Drogengeschäfte verwickelt gewesen zu sein. Aber das angebliche Kartell gilt nicht mehr als echte Organisation. Stattdessen spricht die Anklage nun von einem korrupten Macht- und Günstlingssystem, das mit Drogengeld finanziert worden sei. Das könnte den Prozess politisch heikel machen, weil der schwerwiegendste Teil der Begründung, wieso man den gekidnappt hat, ist eben jetzt nachträglich relativiert worden. Es stellt sich die Frage, inwiefern die Grundlage für diese Operation überhaupt noch gegeben ist. In Venezuela selber ist es zu einem Machtvakuum entstanden. Delcy Rodriguez ist mittlerweile als Interimspräsidentin vereidigt worden. Das soll die Lage ruhig behalten. Gleichzeitig sagt der Präsident Trump öffentlich, die USA werde Venezuela temporär führen, bis eine Übergabe an eine neue Regierung möglich sei. We're going to run the country until such time. Wir werden das Land so lange führen, bis eine sichere, geordnete und verantwortungsvolle Übergabe möglich ist. Wir wollen nicht, dass einfach jemand Neues an die Macht kommt und sich die Situation wiederholt, wie wir sie über viele Jahre erlebt haben. Deshalb werden wir das Land führen, bis ein sicherer, ordentlicher und verantwortungsvoller Übergang gewährleistet ist. Gemäss Trump sollen die bestehenden Institutionen wie Militär, Justiz und Verwaltung, so wie sie jetzt sind, für einen Moment normal weiterlaufen. Wie es genau weitergeht, will niemand so genau vorausorakeln.
In den Medien liest man von 2 realistischen Szenarien. Erstens ein kontrollierter Übergang mit Wahlen oder zweitens ein längerer Zustand, der geprägt ist mit Instabilität und Chaos. Auch am besten, sagen Beobachter, wäre es, wenn die Sanktionen gegen Venezuela gelockert und diverse wirtschaftshemmende Gesetze aufgelöst wurden, dann könnte ausländisches Kapital wieder in die Wirtschaft fließen. So könnte das Wirtschaftswachstum und damit die Stabilität möglichst schnell in Gang kommen. Also, der Maduro und seine Frau hocken in New Yorker Kiste. Die Anklage steht noch, aber ein wichtiger Teil der Story hat die Staatsanwaltschaft bereits abschwächen. In Venezuela selber ist eine neue, temporäre Präsidentin eingesetzt. Aber wie das langfristig weitergeht, hängt noch ein bisschen in der Luft. Und dann noch zum Schluss, was ich aus dieser Venezuela-Operation gelernt habe. Dank der Recherche zu meinem Video «Gleichschaltung weltweit, wer zieht wirklich die Fäden?» ich verlinke das Video unten im Beschrieb, weiss ich mittlerweile, dass Regierungen nicht auf der obersten Machtebene sind. Ich glaube, man könnte die eher als mittleres Management betiteln. Die grundlegenden Entscheidungen werden von einer viel kleineren Gruppe höher oben gemacht. Diese Erkenntnis passt zu den Aussagen von Simon Dixon. Er sagt, dass die Politik nichts anderes sei als die Unterhaltungsabteilung, die zusammen mit den Medien dafür sorgen, dass das Pöbel an das momentan gewünschte Narrativ glaubt. Item. Ich selber weiss ja auch nicht, welche Personen jetzt ganz genau die eigentlichen Drahtzieher sind. Und welches übergeordnete Motiv hinter dieser Venezuela-Operation steckt. Aber ich habe verstanden, dass das politische Geschehen, das uns da tagtäglich präsentiert wird, nicht die ganze Wahrheit darstellt. Schon nur diese Einsicht hilft mir, dass die wahre Geschichte wegen nicht die ist, die uns das mittlere Management auf der Theaterbühne vorspielt. So bleibe ich kritisch und ich glaube zuerst auf eins nicht, was sie uns da als erstes erzählen. Es nimmt mich an dieser Stelle noch Wunder, ob ihr mittlerweile auch kritischer seid geworden gegenüber so Schlagzeilen. Wie seht ihr das? Et voilà, dann würde ich sagen, das war es wieder mal für heute. Und das blendet da. Merci vielmals an alle, die mich seit dem letzten Mal mit einer Spende unterstützt haben. Es ist extrem motivierend zu sehen, dass es Menschen gibt, die so unabhängige Projekte wie meine Vogunten-Beiträge unterstützen. Darum nochmal ganz herzlich merci vielmals. Ihr findet die Spendeninfos unter www.vogunten.ch oder auch im Beschreibungstext von jedem Video. Also, merci fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ich freue mich. Tschüss!